Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama heute aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Eine spezielle Überraschung zum kleinen Jubiläum. Forschung dient am Fortschritt. Die Grünen verzichten auf einen Angriff auf einen SVP-Sitz im Bundesrat. Was schon schnell läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Der Start in die Skisaison steht bevor, auch für Joanna Hellen von der Lenk. Sie hat ein richtig gutes Gefühl auf den Ski und träumt vom ersten Weltcup-Sieg. Am kommenden Samstag feiert der Kunstmaler, Dichter, Performer und Regisseur Timmermann in Mühlenhunziken seinen 80. Geburtstag. Die Jungfrau-Zeitung hat das menschgewordene Gesamtkunstwerk in seinem Wochenkratzer am Stadtrand von Bern besucht und präsentiert den Leserinnen und Lesern ein Gespräch, das die Dimensionen eines bisherigen Interviews sprengen. Der Swiss Caravan Salon verspricht Hochbetrieb. Der Trend rund um Camping und Caravaning hält an. Die Branchenmesse findet vom 27. bis 31. Oktober unter dem Motto «Alles um die Welt zu entdecken» im Bern Expo statt. Es gibt Neuigkeiten vom Radrennclub Thun. Das nächste Einzelzeitfahren wird anders. Was die Herausforderungen dabei waren, erzählt der Walter Liebengut an Manuel Moser auf der Panzerpiste zu Thun. Es ist schon öfter angetönt worden, man möchte gerne auf dieser Panzerpiste das Rennen durchführen. Was war die Problematik in den letzten Jahren? Bei einem Velorennen gibt es verschiedene Herausforderungen. Eine ist das Finanzielle, dann das Zweite sind die Helfer. Und dann das Dritte ist natürlich, trotz allen Anforderungen, die wir erfüllen, der öffentliche Verkehr läuft auf diesen Strassen. Und das stört auf den einen Weg den öffentlichen Verkehr, weil die Rennfahrer kommen zum Teil mit Tempi bis 50, 60 Stutz ab, sogar 70 Kilometer. Und das tut manchmal die Autofahrer überfordern. Und wenn wir vom Morgen um 10 Uhr bis am Nachmittag um 4 Uhr jede Minute Fahrer haben, dann haben wir permanent irgend auf der Straße ein Problem, weil es Autofahrer hat, die auf das nicht vorbereitet sind und vielleicht auch nicht ganz so reagieren, wie wir das könnten erwarten. Ich nehme an, die Freude bei euch beim Club war natürlich riesig, dass das jetzt klappt, oder? Ja, das war riesig. Also, wir haben gesagt, jetzt sind wir nicht nur einen Schritt vorwärts. Das sind mehrere Schritte, die wir vorwärts gemacht haben. Weil unsere Organisation hat sich im Laufe dieser Jahre gut eingependelt. Unser OK-Präsident Martin Blass ist von der technischen Seite her zusammen mit dem Remsi, mit dem Streckenchef, haben die einfach das Optimum schon rausgeholt an Streckensicherung. Aber was wir jetzt haben, hier ist natürlich besser als alles, was wir vorher vorstellen konnten. Wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Habt ihr dort schon irgendwelche Abmachungen oder ist es noch nicht fix? Nein, wir haben eine Vereinbarung mit dem Waffenplatz, respektive Bewilligung für 1 Jahr. Und wir werden natürlich alles daran setzen, damit dass wir die Veranstaltung tiptop durchführen können. Auch dass der Waffenplatz zufrieden ist und dass wir nachher eine längerfristige Vereinbarung treffen könnte. Aber vorderhand sind wir froh, dass wir das machen können. Die Psyche des Menschen ist extrem faszinierend, aber auch sehr komplex. Darum ist es wichtig, dass wir sie gängig besser verstehen. Dieser Meinung ist auch die Privatklinik Meiringen. Kim Franzen ist dort vorbei und gibt uns einen spannenden Einblick in die Erkenntnis. Die Frage stellt sich ja immer, wozu macht man Forschung? Und Forschung dient ja dem Fortschritt. Ja. Und es wäre ja extrem spannend zu sagen, der Patient X hat diese Erkrankung und der braucht das Medikament oder diese Psychotherapieform oder meinetwegen eine Reizstrombehandlung oder eine Elektrokonvulsionstherapie. Und wenn wir da sogenannte Prädiktoren, also Vorhersagemöglichkeiten hätten, dann wäre das natürlich super. Und genau solche Forschung habe ja ich auch gemacht. Ein Thema war die Frage, ist vorherzusagen bei den schizophrenen Patienten, ob die zum Beispiel ansprechen auf eine Therapie oder nicht. Ja? Oder haben sie überhaupt eine Schizophrenie oder nicht. Wäre ja hochspannend zu sagen, jawohl, wie in der inneren Medizin, dann nehmen sie Blut ab. Und dann haben sie diese oder jene Form, zum Beispiel von einer Schilddrüsenerkrankung. Und in der Psychiatrie ist das eben so nicht. In der Psychiatrie müssen sie letztendlich weiterhin sich darauf verlassen, auf das Gespräch,
auf die Symptome, also die sogenannte Psychopathologie. Wir benutzen halt die ganzen Untersuchungen, also zum Beispiel Blutuntersuchungen oder die Bildgebung, die funktionelle Bildgebung oder die Kernspintomographien, also diese Hirnschnittaufnahmen, die benutzen wir immer grundsätzlich dafür, um auszuschließen, ob nicht irgendeine andere Erkrankung vorliegt. Erstmal sehe ich etwas, was mich interessiert. Und ein schönes Beispiel ist, dass ich vor vielen, vielen Jahren, das war im März 2003, gesehen habe, dass es draußen ungewöhnlich warm war und gleichzeitig in der Klinik, in der ich vorher gearbeitet habe, in den universitären psychiatrischen Diensten 30 Betten frei waren. Da habe ich mir gedacht, da könnte es doch einen Zusammenhang geben. Und dieses Forschungsthema, das habe ich dann über Jahre weitergesponnen. Und in der Zwischenzeit konnten wir halt sehr schön zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Hitze und der Aufnahmehäufigkeit von Patientinnen und Patienten in der Klinik. Ja. Und dann haben wir das weiter getrieben, das Thema. Und dann gibt es ja ein Wetterphänomen, das ja hier sehr prominent ist. Und dieses Wetterphänomen ist ja der Föhn. Und dieser Föhn, den können Sie ja gar nicht übersehen. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt ja immer wieder diese These, dass der Föhn Kopfschmerzen macht und dass es da Einflüsse gibt vom Föhn auf das Befinden. Und was wir dann haben, und das ist das, was mir halt Spaß macht, das Kombinieren aus verschiedenen vorhandenen Daten. Und wir haben einerseits hier in Meiringen, also diese Richtung 2 Kilometer, eine offizielle Wetterstation von Meteo Swiss. Und andererseits sind wir verpflichtet, von Gesetzes wegen Qualitätsdaten zu erheben. Und diese Qualitätsdaten, die haben wir kombiniert mit den Wetterdaten und haben geschaut, gibt es einen Einfluss vom Föhn auf die Befindlichkeit. Und wir konnten sehr schön zeigen, dass die Patientinnen und Patienten, die um die Zeit herum, um eine Föhnlage herum eintreten in der Klinik, tatsächlich die Tage danach sich etwas schlechter fühlen. Und wenn sie austreten, nicht mehr. Die Grünen haben gestern an einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sie keinen Nachfolger für den Ueli Maurer werden stellen. Dalin Trede erzählt, warum. Die Vakanz ist jetzt. Die hat die SVP so gewollt. Sie haben jetzt einen Rücktritt von Ueli Maurer, aber keine einzige Fraktion ist zu Gesprächen bereit. Das heißt, diese Würfel sind bereits gefallen für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Mit einem sehr abgekarteten Spiel wollen die Bundesratsparteien ihre Macht sichern und dieses Machtkartell, das funktioniert. Und es bildet immer mehr eine einheitliche Front. Das Machtkartell wird der SVP ihren Sitz ohne Diskussionen weiter gewähren. Und dies, obwohl die SVP das Pariser Klimaabkommen ablehnt, die Energiestrategie, das CO2-Gesetz bekämpft, den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative bodigen will, die Europapolitik torpediert und eine Spaltung der Gesellschaft herbeisehnt. Unsere Gletscher können nicht warten. Und die Klimakrise, die geopolitische Lage, das Vakuum mit der EU bedingen, dass wir uns volle Kraft für Lösungen einsetzen. Und wir Grüne können unsere Zeit und Energie nicht mit abgekarteten Spielen vergeuden. Und diese Fakten haben die grüne Fraktion heute dazu bewogen, nicht anzutreten, keine Kandidatur zu stellen, weil wir keine Energien in einen Kampf setzen wollen, wo die Entscheidung bereits getroffen ist. Ob der Herbst so sonnig weitergeht, erzählen euch anschliessend die Kollegen von Media News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuzuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren. Wir haben Mittwoch, den 19. Oktober. Ja, die zweite Hälfte dieses Monats ist bereits angebrochen. Bis jetzt ist der Oktober ein sehr warmer Monat gewesen. Und so wie es aussieht, geht es auch bis Ende Monat im ähnlichen Stil weiter. Heute war es meistens sonnig und eben auch wieder sehr mild bis warm. Morgen im Laufe des Tages sieht es dann ein bisschen weniger sonnig aus. Es erreicht uns hier auf der Vorderseite von dem atlantischen Tiefdruckgebiet ein bisschen feuchtere Luft. Aber die Luft die ist auch nach wie vor sehr mild oder eben warm und es gibt dann auch eine leichte Föhnströmung morgen, beispielsweise im Haslital.
Der Tag morgen startet mit Nebel unterhalb von 700 bis 800 Meter, also am Donnerstagmorgen speziell da Richtung Seeland oder allgemein im Flachland teilweise neblig. Der Nebel wird sich dann im Laufe des Tages auflösen. Ja, und außerhalb vom Nebel ist es am Vormittag noch freundlich mit einer Mischung aus Sonne und hohen Wolken. Temperatur am Morgen bei knapp 10 Grad. Am Nachmittag werden die Wolken dann ein bisschen dichter. Es gibt eher weniger Sonne als am Vormittag. Der Nebel wird sich aber auch auflösen und es bleibt an den meisten Orten trocken. Einzelne Regengüsse entstehen entlang vom Jura. Temperatur maximal bei etwa 18 Grad. Am Freitag ist es dann vielfach bewölkt und es regnet auch immer wieder, auch noch in der Nacht auf den Samstag. Eine nasse Angelegenheit, die Schneefallgrenze weit oben auf deutlich über 2000 Meter. Maximaltemperatur um die 17 Grad. Am Samstag dann meistens sonnig bei 18 Grad. Und vom Sonntag bis zum Dienstag haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken, höchstens mit einzelnen Regengüssen und nach wie vor sehr milde Temperaturen um die 18 Grad jeweils am Nachmittag. Das waren meine Damen und Herren hier vom Jungfrau-Zeitungswetter an diesem Mittwochabend. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald.